Wenn wir so in unsere Welt hineinschauen, so merken wir, wie die Angst umgeht. Die Angst hat ganz viele Gesichter. Vielleicht würdet ihr denken, ja, ich habe doch keine Angst. Das ist das Wesen der Angst, dass man sie oft gar nicht bemerkt. Man kann sie auch verdrängen. Da ist natürlich zuerst einmal die Angst vor Corona und was man auch immer für eine Einstellung dazu hat. Ich bin überzeugt, wenn man genau hinschaut, spielt überall Angst mit. Oder zum Beispiel die ganze Angst vor Klimaveränderung. Man kann denken, wie man will, aber was kommt auf uns zu? Oder die ganze Polarisierung in der Welt, in der Gesellschaft. Zum Beispiel, was da läuft um China, um Russland, wie die Spannungen zunehmen. Wir lesen immer wieder davon. Aber dann kommt es auch näher. Zum Beispiel in unserer Schweiz, wenn es um Abstimmungen geht, wie gehen wir miteinander um? Schwierig, wenn das so weitergeht. Vielleicht kommt es noch näher in die Familie, wo man sich nicht mehr versteht. Oder auch in den Gemeinden, wo es schwierig wird. Es ist ja so, dass die Angst überall auch im Untergrund ist, manchmal unbewusst. Und Menschen werden sogar krank daran. Wir wissen, dass das stark zugenommen hat in den letzten 2 Jahren. Und wenn wir uns über Angst Gedanken machen, Angst ist eigentlich immer etwas, Angst um Verlust von etwas Liebem. Dass ich etwas verliere. Etwas, was mir sehr wertvoll ist. Das kann auch Angst vom Verlust von der Gesundheit sein oder Angst letztlich vor dem Tod. Und das ist ja klar, wir Menschen, wir wollen leben. Das ist, denke ich, auch schöpfungsmässig in uns eingelegt. Wir Menschen wollen leben und alles, was Leben bedroht, das macht irgendwie Angst, das ist schwierig, das wollen wir nicht. Dem wollen wir ausweichen. Und das gilt auch für den Christ. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 16, 33, in der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Ich finde das so ehrlich, so offen von Jesus. Er sagt, du musst es nicht verstecken, kannst es zugeben. In der Welt haben wir Angst. Normal. Aber vielleicht könntest du an einen anderen Ort schauen. Ich bin Gott. Ich stehe da und sage, hey, ich habe es im Griff. Und die Frage ist jetzt einfach, auf was schaust du? Und darum ist das Thema himmelwärts leben. Das ist die Frage nach dem Blickwinkel. Auf was schaust du? Auf all das in dieser Welt? Oder was füllt dir die Gedanken aus, wenn du aufstehst am Morgen? Oder von was redest du immer? Es ist eine Frage von der Blickrichtung. Himmelwärts leben mag ein Unterschied sein, ob ich noch jünger bin oder vielleicht schon älter. Ich mag mich erinnern, als ich jung war, ich bin schon Christ, da habe ich gesagt oder gedacht, Jesus, kannst du ein bisschen warten. Es ist noch cool, da zu leben. Ich möchte noch ein paar Sachen erleben, bevor du kommst und der Himmel kommt. Das ist sicher ganz normal und auch richtig und wichtig, dass wir als junge Leute auch leben wollen. Und wenn man älter wird, dann kommt ja schon natürlicherweise der Himmel ein Stück näher. Ich denke an die Formulierung in der Bibel, wo es von Menschen heisst, wenn sie sterben, er oder sie starb alt und lebenssatt. Hast du es irgendwann einmal gesehen? Und dann ist es natürlich noch einfacher, vielleicht himmelwärts zu leben. Ich mag mich erinnern, von jemandem gelesen zu haben,
wo Krebs hatte, das Todesurteil. Und die Frau hat sich darauf eingestellt. Jetzt geht es himmelwärts. Und dann, als absolutes Wunder, niemand hat das geglaubt und auch sie nicht, hat sie Gott geheilt. Und dann hat sie ganz ehrlich geschrieben, es war für mich mühsam, die Umstellung, wieder von dieser Perspektive, jetzt geht es himmelwärts, wieder denken, nein, das Leben geht weiter. Kann auch so sein. Wir wollen heute Morgen in 4 Szenen hinschauen, im Wunsch, dass vielleicht uns der Himmel ein Stück lebendiger wird und vielleicht das auch lustig macht. Zum Ersten die grosse Wende. Und zwar vom Sterbenselend zum offenen Himmel. Wenn wir die Bibel aufschlagen, das ganz am Anfang aufschlagen, dann finden wir ganz, ganz düstere Aussichten im Blick auf den Tod. Tod ist etwas Hässliches. Es ist fast wie heute, wo man liest, ja, mit dem Tod ist alles vorbei. Macht alles kaputt, hast nichts mehr. Und dann ist ja logisch, wenn am Schluss nichts bleibt, dann klammern wir uns das Leben, weil wir da wissen wir wenigstens, was wir haben. Und darum sind dann so zum Beispiel Gesundheit ganz wichtige Werte. Wir wissen das, unter uns Menschen ist Gesundheit etwas vom Größten. Oder ewige Jugend, man will unbedingt Zeichen vom Alter überdünken und so weiter. Und da passen natürlich dann Sachen wie Corona oder so schlecht rein. Und vergrössert dann die Angst noch. Wir wollen ein paar Stellen der Bibel anschauen, im Blick auf die Todeserwartung damals. Da ist ein König in Israel, der Hiskia, er ist noch nicht so alt, kommt Nachricht über, du bist todkrank. Dann lesen wir Folgendes. Ich dachte, in den besten Jahren meines Lebens muss ich an die Schwelle des Todes stehen. Mitten aus dem Leben werde ich herausgerissen. Nie wieder darf ich dem Herrn begegnen hier unter den Lebenden. Nie mehr Menschen auf dieser Erde sehen. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Bis zum Morgen versuche ich ruhig zu bleiben, aber du überfällst mich wie ein Löwe, der alle meine Knochen zermalmt. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende setzt oder machst. Ganz düster. Einfach schlimm. Alles kaputt. Mein Leben hört auf. Was bleibt? Da ist ein Vater, der glaubt, dass er einen Sohn verloren hat, wo ihm gemeldet wird, er ist tot. Der Jakob. Und da lesen wir, alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten. Aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten. Alles vorbei, alles trostlos. Kommt mir nicht mit irgendetwas Positivem. Ich habe nichts mehr Positives, ich gehe nur in das Loch. Man hat damals von einem Totenreich geredet. Das ist wie ein dunkles Loch, das das Leben nimmt und alles verschwindet drin. Macht allem ein Ende. Alles Schöne kaputt. Da ist keine Beschönigung, da ist keine irgendwie Verdrängung. Einfach das Klagen, der Tod ist schrecklich. Und das sehen wir dann auch in Israel damals. Mit dieser etwa tagelangen Totenklage, wo die Verwandten gekommen sind, Freunde gekommen sind, und man hat tagelang brüllt und geklagt, dass jetzt der liebe Mensch endgültig weg ist. Einfach fort und futsch. So dunkel ist es. So dunkel ist es heute bei vielen Leuten. Es hat manchmal so etwas wie Hoffnungsschimmer gegeben, die aufgeleuchtet haben. Zum Beispiel 2 Stellen. Die eine aus einem Gebet in den Psalmen, Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt,
denn er nimmt mich auf. Irgendwie fern, Zukunft, vielleicht gibt es dann etwas. Oder der Prophet Daniel, der schaut in die Zukunft und sagt, und viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Also man merkt, ganz dunkel, ganz traurig. Und dann kommt die grosse Wende. Es ist wie eine Nacht, die muss am Tag weichen muss. Und ganz toll, eigentlich wunderschön wird das sichtbar an einem Mensch, wo Gott ihm gesagt hat, los, du wirst nicht sterben, bevor du den Retter gesehen hast. Der alte Simeon kommt auf Antrieb vom Geist Gottes, kommt er an einen Ort und sieht Jesus. Das Baby Jesus. Nimmt das Baby in die Arme und sagt Folgendes: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Retter gesehen. Jetzt wächst es wie von der Nacht zum Tag. Er hat das Baby, er kann es anlangen und sagt, es geht jetzt vielleicht noch 30 Jahre. Spielt keine Rolle. Die Rettung, der Retter, der den Tod überwindet, der alles anders macht, da ist er. Ich kann sterben. Total anders. Die Wende. Und so zieht es sich dann weiter bis zum Kreuz. 2 werden mit Jesus da gekreuzigt. Der eine sagt, Jesus, denk an mich. Und Jesus sagt ihm, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also nicht mit Todesreich und all das Dunkle und Düstere, sondern heute Paradies, hell, Licht, Leben, weil er sich Jesus zugewendet hat. Alles anders, alles hell. Und dann ist Ostermorgen geworden, wo der Tod durchbrochen worden ist. Er ist nicht mehr der Tod, ist nicht mehr das, was eine Einbahnstraße ist, sondern es geht weiter ins Leben. Und das Licht, es leuchtet ganz hell auf. In einem neuen Blickwinkel. Himmelwärts leben. Es geht nicht mehr todeswärts, es geht himmelwärts. Es ist neu. Und dann sehen wir einen Menschen, der Erste, der stirbt, was beschrieben wird als Märtyrer, der Stephanus. Es hackelt Stein auf ihn runter. Er wird sterben, gesteinigt. Und wir lesen, er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Äußerlich prallt Stein auf ihn und er stirbt. Und er schaut und sein Gesicht strahlt hin und sagt, ich sehe den Himmel. Was für ein Unterschied zum Todesloch vom Alten Testament. Himmelwärts leben. Und jetzt nochmal zurück zur Angst. Zu einer Stelle im Hebräer 2, 14 und 15. Er hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Frei. Das ist die grosse Wende vom Dunkeln ins Licht. Zum Nächsten. Ein Hauch vom Himmel. Wir sind natürlich gespannt, wie wird das sein. Es wäre schön, ein bisschen mehr zu wissen davon. Das hat Jesus auch gewusst und hat für ein paar von seinen engsten Freunden den Himmel einen Spalt aufgemacht. Wir lesen das in Matthäus 17, 1-8. Jesus nahm Petrus und seine beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg und plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß.
Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus: Herr, wie wunderbar ist das, wenn du willst, baue ich 3 Hütten, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Doch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, aus der eine Stimme zu ihnen sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tod und fielen auf dem Gesicht voran auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Da könnten wir jetzt ganz lang bleiben. Zuerst einmal, was überwältigend ist Licht. Licht, das ist wie nach diesen letzten grauen Dezembertagen, so neblig, kalt, unfreundlich. Wenn so ein heller, sonniger Tag ist wie gestern oder vorgestern. Man merkt, wie Licht gut tut. Wenn über dem Dunkeln vom Leben, das wir immer noch erleben, plötzlich das Licht aufgeht. Licht ist lebenswichtig. Die Pflanzen decken sie zu, dass sie kein Licht mehr hat. Sie geht schnell zu Grund. Und so ist unser Leben. Aber der Himmel wird überstrahlt sein von Schönheit, von Licht, von Helle. Das erstaunt sie. Und dann kommen da plötzlich Mose und Elia. Ja, wirklich die beiden. Die Menschen, die schon so lange gestorben sind, sind plötzlich wieder da. Und das sind nicht irgendwelche Geister, die durchs All huschen, sondern es sind die Menschen, wo sie sind, Mose und Elia und du und ich, zum Betasten. Es Leben nicht irgendwie als Traum, sondern als Wirklichkeit. Das ist der Himmel. Eine Persönlichkeit, gar keine Frage. Die sind wieder Mose und Elia und du und ich. Einfach in einer ganz anderen Dimension, in einer ganz anderen Herrlichkeit. Fantastisch, sagt der Petrus. Hey, nie mehr zurück, nie mehr etwas anderes. Das ist der Himmel. Und es ist ja nur ein kleines Stück davon. Petrus vergisst sofort alles, was vorher war. Petrus hat eine Frau, hat ein Haus, hat ein KMU, Fischerei am See Genezareth. Sagt, hey, alles vergessen. Nur noch da bleiben, Häuser bauen, fangen wir gerade mal an, oder? Organisieren. Nie mehr Gedanken zurück, das ist der Himmel. Denkst an nichts mehr anderes. Und irgendwie ist es auch so erschreckend, dass Jesus muss sagen, wir müssen keine Angst haben. Das haut ja die fliegen gerade um. Das ist dermaßen stark, das Licht, das Große, das Helle. Das geht übrigens auch später an Johannes so, wo er etwas vom Himmel sieht in der Offenbarung. Es haut ihn auch um. Da magst du einfach nicht mehr auf den Beinen bleiben. Die Herrlichkeit, das ist so gewaltig, so mächtig, so groß. Und am Schluss steht nur noch Jesus da. So als Zeichen, los, auch im Himmel geht es ums Wichtigste. Es geht um ihn. Ein kleiner Spalt Himmel, wo Menschen reingeschaut haben. Ein nächster Punkt, eine neue Heimat. Die Bibel vergleicht unser Leben hier in der Welt wie mit einem Leben in der Fremde. Wir sind da wie auf der Durchreise. Wir sind nicht wirklich daheim. Und da merken wir auch, wie vergänglich das alles ist. Wir kommen und wir gehen. Ist doch so, oder? Da kommen wir Flüchtlinge in den Sinn. 80 Millionen habe ich gehört. 80 Millionen. Das ist einmal so viel wie alle Leute in der Schweiz sind im Moment auf der Flucht.
Menschen, die keine Heimat haben, fremd, immer in der Gefahr, wieder aufzubrechen, wieder weiterzuziehen. Rechtlos, verstoßen, jegliche Geborgenheit fehlt. Und mit dem vergleicht die Bibel den Weg auch vom Christ. Der Paulus sagt, Philipper Kapitel 3, Vers 20, unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Er sagt eigentlich, ich lebe zwar noch da. Und wie er gelebt hat, da, für Gott. Aber er hat gesagt, daheim, das bin ich im Himmel. Dort bin ich unterwegs. Und das hat er immer wieder im Blick. Und alles, was er auch leidet am menschlichen Dasein, das so schwach, oft so elend ist, das wird er mal ändern. Das ist dann der Himmel, wenn das alles nicht mehr wird sein. Aber daheim, wirklich daheim, das bin ich nicht da. Es ist für uns Menschen so wichtig, ein Daheim zu haben. Ein Ort, wo ich heimkomme, wo ich Frieden habe, wo ich Geborgenheit habe. Wir haben dienstbedingt in unserem Leben ziemlich viel gezügelt, auch als Familie. Und so sind wir von Davos auf Rheineck am Bodensee heruntergekommen. Und dort hat es keine andere Wohnung für uns gegeben, als irgend so im Spekulationsbau aus den 70er Jahren. So hässliche, dunkle Löcher, wo du den ganzen Tag hast das Licht anhaben, dass es überhaupt hell war in der Wohnung. Meine Frau hat Tränen gehabt, als sie gesehen hat, wohin wir kommen. Und wenn es dann am Wäschtag war, dann konnten wir aufs Flachdach schauen, die Wäsche trocknen. Und dann hat sie gesagt, weisst du, dort oben hat es eine Attika-Wohnung. Da siehst du weit rum und es ist hell und schön dort oben. Und er hat dann gesagt, weisst du, das wär's. Gott war grosszügig. Nach 3 Jahren haben wir wieder zügeln. Sind dann auf Fellanden gekommen, in eine wunderschöne, mindestens so schöne Attika-Wohnung. Wie wichtig, wie schön ist es, wenn ein Traum Wirklichkeit wird. Das haben wir alles vor, wenn wir Christen sind. Da kannst du manchmal klagen über das, was in dieser Welt ist, was jetzt auch noch leidet. Aber der andere Traum soll Wirklichkeit werden. Es gibt eine interessante Stelle, wo Jesus mal gesagt hat, kurz bevor er weggegangen ist von dieser Welt. In Johannes 14 lesen wir es. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Ist natürlich ein Bild. Aber wenn ihr das Bild mal hört, wir sind im Moment im Endspurt am Bauen dort oben. Und es ist eine tolle neue Wohnung. Und wisst ihr, wenn der Gott, der die Natur, der das Geschöpf, der all das Schöne in dieser Welt schon so schön gemacht hat, der hat einen guten Geschmack, wenn er eine Wohnung einrichtet. Dorthin geht's. Und das sollten wir nie vergessen. Manchmal, wenn meine Frau und ich irgendwie wandern oder spazieren, dann kommen wir an so einer schönen Villa vorbei mit Sicht auf den See oder in die Berge und so weiter. Dann sagen wir zueinander, traumhaft schön, da zu wohnen. Mögen wir denen von Herzen gönnen. Aber wir haben dann mal noch viele schönere Wohnungen. Einfach konkret damit rechnen, das ist nicht alles, was da ist. Das Größte. Der Blick geht himmelwärts, das kommt immer noch. Und dann zur 4. Szene. Schöne Aussichten. Schon die alten Propheten haben es gesagt. Das haben sie gesehen, wie es einmal am Schluss wird sein. Zum Beispiel der Jesaja, wir lesen es im Kapitel 65.
Da sagt Gott oder der Prophet, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffen werde oder schaffe. Er sagt, ich muss alles neu machen. Da ist so kaputt, das da auf Himmel und Erde, das Universum im Moment. Ich mache gerade etwas Neues. Nur es passt dann. Und dann heißt da genau, was der Petrus erlebt hat dort. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Könnt ihr euch das vorstellen? Das muss so sein. Wir werden im hellen Sonnenlicht eine Taschenlampe anzünden und denkst, ja, früher hatte ich nur eine Taschenlampe gehabt, jetzt sehe ich nicht einmal mehr, ob sie eingeschaltet sind oder nicht. Das wird so strahlend, so großartig sein. Und dann sagt er, freut euch und jubelt ohne Ende, ohne Ende. Da hast du nach der Ferie hast nie mehr am Ende geworden. Über das, was ich schaffen werde. Und dann kommt die großartige Stelle, wo der Johannes etwas sieht. Offenbarung 21, 1 bis 5. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr. Das Meer ist der Gegenstand von der Unheimlichkeit, von der Angst, gibt es nicht mehr. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie mehr geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Nie mehr Leiden. Nie mehr Angst, etwas zu verlieren. Nie mehr am Grab von einem lieben Menschen stehen. Nie mehr Angst müssen haben, wie kommt das raus. Nie mehr Tränen. Gott sagt, ich trockne die. Gibt es nicht mehr, das Wort. Und auf der anderen Seite werden alle Sehnsüchte erfüllt werden. Wir haben ja so starke Kräfte in uns. Wünsche. Sehnsucht zum Beispiel nach Liebe. Wie schön ist das Bild hier von Brut- und Hochzeitstag und so. So ein Höhepunkt in dem Leben redet für das. Wir haben Sehnsucht zum Beispiel eben nach Liebe. Wie schön ist das? Liebe ohne Schattenseite. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Ist eigentlich das, wo dein Wunsch herkommt und wo es hinzielt. Sehnsucht nach Freude. Wir wollen doch alle Freude haben, oder ihr nicht? Sehnsucht nach Freude. Ein alter Prophet sagt, Freude und Glück werden sie packen und Schmerzen werden fliehen. Du wirst nicht Glück haben, sondern das Glück wird dich haben. Das ist der Himmel. Frieden. Eine innere Ruhe. Ohne Angst, ohne aufgewühlt sein, ohne Ärger. Einfach Frieden. Die Bibel sagt, Gott ist der Gott vom Frieden. Und wenn wir das alles anschauen, merken wir, all die tiefen Wünsche in uns, die Sehnsucht, die sind von Gott in uns eingelegt, weil sie Gottes Wesen sprechen. Und wir suchen sie in dieser Welt und finden sie nur zum Teil. Aber die letzte Sehnsucht zielt auf Gott. Bei ihm
Bei ihm nur findet es zum Ziel und zur Erfüllung. Jetzt einmal einer gesagt, meine Seele ist unruhig, sucht und ist unruhig, bis dass sie in dir ruht. Der Himmel, er ist die Erfüllung von dem, weil Gott dort ist. Und dann kommt noch das Wort ewig. Im griechischen Grundtext, wir sagen ewig, das ist einfach zeitlos. Können wir uns auch nicht vorstellen. Wer kann sich schon vorstellen, dass nichts mehr vergeht? Aber dort ist ewig auch noch in der Intensität, in der Stärke, weil die Freude ewig ist. Ist sie nicht nur ohne Ende, sondern auch unendlich in der Größe. Das ist der Himmel. Und das Schöne ist, das ewige Leben, das ist nicht einfach Zukunftsmusik, sondern das fängt jetzt an. Jesus hat einmal gesagt, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Der hat, das ist Gegenwartsform, der hat das ewige Leben jetzt. Das alles, was dort mal zur Entfaltung kommt, das fängt jetzt an, das fängt nie an. Das fängt jetzt an und du kannst das haben und du kannst wissen, am heutigen Tag, wenn du es noch nicht hast, das fängt bei dir an. Jesus sagt, wer mein Wort hört, wer darauf eingeht, wer an mich glaubt, der hat es. Und ehrlich, ich verstehe keinen Menschen, der an dem vorbeigeht. Ich verstehe es nicht. Du kannst das alles haben, jetzt in Jesus. Und dann verändert das Leben, dass wir himmelwärts unterwegs sind. Das heisst nicht, dass wir deswegen weltfremde Träumer werden. Das nicht. Sondern wir leben, wie es die Bibel sagt, vielmehr nicht mehr wie die anderen, die keine Hoffnung mehr haben, die keine Hoffnung haben. Wir haben einen Ort, wo wir hinschauen können, wenn es schwierig ist. Wir haben auch einen Ort, wo wir hinschauen können, wenn es schön und gut ist. Wir sind unterwegs, wir wissen wohin. Wir sind unterwegs zum Himmel, ob jung oder alt. Der Blick, der ist stark. Ein Ort, wo unsere Angst zur Ruhe kommen kann. Auch wenn Jesus immer noch sagt, auch uns los, in der Welt hast du halt immer wieder mal Angst. Ich auch. Und dann, schau, hab keine Angst. Ich habe die Welt, ich habe das, was dir Angst macht. Schau dort hin, ich habe es besiegt, ich habe es im Griff. Christen haben einen starken Gott und eine grosse Zukunft, weil sie wissen, wohin das geht. Und darum müssen wir auch nicht alles da konsumieren bis zum Umkehren, weil wir vielleicht etwas verpassen könnten. Weil wir verpassen sowieso viel. Das Größte kommt ja erst. Und das gibt auch einen neuen Inhalt für unser Leben jetzt. Denn Jesus hat uns einen Auftrag hinterlassen und hat gesagt, ich sage dir nicht nur, wie das Ziel wird sein, sondern auch, wie du den Weg fühlst bis zu dem Ziel. Er hat seinen Auftrag hinterlassen und hat gesagt, weisst, ich gehe jetzt wieder zurück zum Himmel. Er ist nicht mehr sichtbar da. Aber du bist sichtbar da. Und du sollst mich jetzt in die Welt tragen, in deinem Wesen, in deinem Leben, in dem, was du redest, in dem, dass du andere Menschen einlädst, zum Himmel hin. Eigentlich das Tollste und das Größte, was überhaupt möglich ist. Ich habe das bestimmt, dass deine Zeit und dein Leben Sinn macht. Du bist in meinem Namen da, bis ich dann komme. Oder bis du Abschied nimmst. Wir werden frei für andere. Das ist echt stark. In der Art, Jesu zu leben. Für die Menschen. Unser Leben kommt Gewicht über. Ich stehe im Dienst von seiner Majestät. Wir sind Königskind mit einer grossen Zukunft.
Wir leben himmelwärts. Wirklich? Ich weiss nicht. Bist du so unterwegs? Was würden die Menschen links und rechts von dir sagen? Oder gäbe es vielleicht da im wahrsten Sinne vom Wort noch Luft nach oben? So ein neues Jahr kann ja Anlass geben, auch neu darüber nachzudenken. Und Nägel mit Köpfen zu machen. Und zu sehen, nein, weniger ist zu wenig. In diesem Jahr, da will ich himmelwärts leben. Ich bete. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um die grosse Wende zu schaffen. Und du hast sie gemacht mit dem Einsatz von deinem Leben. Hast uns gerettet und wir wissen, wo Menschen sich dir anvertrauen, so sind sie unterwegs zu dir. Und das ist herrlich. Ich möchte einfach bitten, dass wir uns dessen bewusst sind und den Blick immer wieder haben. In allem, ob es uns gut geht oder ob es uns schwierig geht, dass wir den Blick ins Auge fassen zu dir hin und sagen, dorthin sind wir unterwegs und dass uns nicht Angst prägt, sondern wirklich eine Hoffnung, die uns bewegt und die uns trägt. Gib uns die Gnade, den Frieden durch deinen Heiligen Geist. Amen.